Gute Abend, ihr Leute. Ich habe mich kurz entschlossen, entschieden, heute Abend kurz die Runde Dark Souls zu spielen. Ähm, Hauptsächlich, weil ich morgen Abend wahrscheinlich nicht dazu komme. Also ich weiß noch nicht so genau. Ich bin dort noch eingeladen und du wirst vielleicht so 8 bis 9, bis ich daheim bin. Vielleicht, je nachdem, wie es ist, mache ich dann noch eine Runde. Aber zumindest zu der gewohnten Zeit um 6 packe ich nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, schieben wir heute noch kurz die Session ein. Mir wäre jetzt keine 2 Stunden machen, denke ich. Aber so Stündchen, anderthalb vielleicht, ne? So bis um, weiß ich nicht, halb eins oder sowas. So, wir sind beim letzten Mal hier noch kurz gelandet, weil wir unten so ein Tor aufmachen wollten und ich nicht genau wusste, wie es geht. Und angeblich kann man hier... Hatte ich das nicht beim letzten Mal schon gemacht, diesen Eid geleistet? Naja gut, also angeblich kann man hier 30 Menschlichkeit raushauen. Und dann geht irgendwie unter dieses Tor auf. Ich hab dir ja auch schon mal Menschlichkeit in der Rache geworfen. Ich weiß jetzt nicht, ob das quasi schon dazu gezählt hätte. Ich kann mir fast gar nicht so richtig vorstellen, dass das jetzt tatsächlich funktioniert, aber ich bin natürlich trotzdem bereit, es rauszufinden. Und wenn wir jetzt natürlich dieses komische Flamme-Pyromante-Gedöns hier benutzen müssen, dann haben wir natürlich ein bisschen die Arschkarte gezogen, weil ich gar nicht die Skills habe oder die Specs habe, um das zu machen. Ja. Wo kommt denn der her? Ah. Ja, ich habe mich halt zwischenzeitlich irgendwie ans Leuchtfeuer gehockt, ne? Da kommen sie wieder aus allen Löchern herausgekrabbelt. Warum war hier auf dem Weg hoch so viel von denen Viecher? Das gibt's doch gar nicht. Kann ich mich so nicht mehr dran erinnern. Ich drück die ganze Zeit Shift, weil ich denke, dann rennt er. Nur um dann festzustellen, dass in Dark Souls ja alles ein bisschen anders ist. Und man in Dark Souls nicht wie in jedem anderen Spiel mit Shift rennt. Sondern wenn man die Leertaste gedrückt hält. Und die Leertaste ist natürlich auch gleichzeitig die Taste zum Rolle und zum Springe. Das heißt, da kann ja eigentlich nichts schief gehen, ne? Wenn quasi 3 Funktionen auf der gleichen Taste liegen und mindestens 2 davon ruckzuck 8 Tod bedeuten können. Ja, guck. Tatsächlich. Geht auf. Hätte ich nicht... Nein! Hätte ich nicht damit gerechnet. Ach so, falsch Taste. So, und hier gibt es jetzt nämlich die Sonnenlichtmade. Die ist geil, weil, wenn man die aufsetze, die macht Licht für dieses riese Dunkelgedöns. Aber was ich jetzt nicht so genau weiß, ist, was ist denn das hier? Wo geht's denn hier eigentlich lang? Dort hinten ist hier so komischer, wie heißt die? Ja, oh, stark. Ah ja, klar.
So. Der sieht natürlich schon so aus, als würde er wenig Spaß verstehen. Wo sind wir dann hier eigentlich? Dämonenruinen, oder? Dann importieren wir das Mu. Rename. Also machen wir 08. Nach Tor. Wie heißen die Dinger? Titanit-Dämon oder sowas. Titanit-Dämon. So. Ist die Frage, ob man nicht am besten unser Keule auspacke jetzt. Dieses Drachenzähnchen. Nehmen wir zweihändig, klar. Damit es sich lohnt. Gibt es da drinnen eigentlich noch was, außer jetzt der Tod gleich durch dieses komische Titanit-Dämone-Teil? Was mir erinnert, wann ich das Ding anvisieren kann? Jetzt, okay. Was mir erinnert, wie lange es dauert, bis er mich hier bis er mich hier die Brücke runtergestuppt hat. So richtig lang wird das nicht dauern, ne? Zwei schlecht, auch nicht schlecht. Natürlich wieder, wie soll ich denn sagen? Extrem viel Platz, um auszuweichen. Was glauben wir dann, wie hoch ist die Chance, dass dieses Rotzvieh hier vergiftet werden kann? Das ist jetzt natürlich die Frage. Aber die können wir klären. Jetzt müssen wir nur hier Pfeile, Standardpfeil, Giftpfeil. So. Okay. Ich habe tatsächlich die Befürchtung, dass mit Vergifte hier nicht viel zu holen ist. Oh, hier wäre es nicht runtergegangen. Warum zieht dann der Bogen so nur rechts immer? Ja, in die Richtung kann er schießen, da ist mir recht. Die Frage ist halt jetzt echt, braucht der einfach nur ein paar mehr Schuss, bis er vergiftet wird? Oder kann ich es halt einfach, ne, es sieht halt eher so aus, als wäre mit vergifteter Essig, ne? Was ist denn das? Ach, hier. Den brauche ich hier eigentlich auch nicht, ne? Was weiß ich, nehme mir den Havel. Wenn der mich halt nicht mit zwei Schlägen kaputt gespart wird, ne? Dann wäre es ja halb so wild. Weiß ich nicht, wie viel Energie hat er noch gehabt?
genug wahrscheinlich. Können wir den irgendwie von der Brücke vielleicht runter locken? Einfach, um mehr Platz zu haben, um den zu bekämpfen. Weil jetzt so pfeilemäßig sieht es eher so aus, als wäre das eine schlechte Idee, ne? Havel. 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 Nochmal Havel. Und dann nehmen wir noch nur Havel. Alles vom Havel. Bin ich quasi der Havel pur. Bis aufs Schild. Das kann ich mir nicht leisten, sozusagen. Ah, jo. Ey, ich brauche wieder nur 2 Schläge, ey. Michel, der braucht so lang zum Trinken. Und man hat so wenig Zeit zum Trinken. Das ist halt das Nervische. Wenn man zwischendrin mal so Zeitfenster hätte von 30 Sekunden, aber von 5 Sekunden. Um was zu trinken. Aber so ist es eigentlich ganz gut, ne? Mit der Havelrüstung und meiner Keule. Ich frag mich so ein bisschen, was das für Gebiet ist. Weil hier ist eigentlich nirgends mehr so Titanit-Dämon ausstehend. Zumindest habe ich jetzt so erstmal nichts gefunden. Aber es nimmt schon einiges an Schade weg jetzt, ne? Das muss man halt schon auch sagen. Also, wo ich zuvor irgendwie 2 Schläge gebraucht habe, brauche ich jetzt irgendwie deutlich weniger. Trink doch was! Oh, jetzt bin ich tot, ne? Ja. Jetzt bin ich tot. Ich habe eben gedacht, der wäre tot, weil er so nur gewankt ist. Ich sehe doch irgendwie gar kein Lebensbalg bei dem. Aber ich habe den doch jetzt ein paar Mal getroffen. Wie viel HP hat denn der? Also ich habe dort teilweise mit der Schläge 400 Schade gemacht. Ich habe den bestimmt 5, 6 Mal getroffen. Ja gut, wenn er jetzt über 1000 hat. Ey, Arschlecke, ich mache jetzt einfach noch einmal Safe Game. Weil
Da muss ich nicht jetzt nur die Rüstung hier rummachen. Replace. Fortfahren. Da gab es bei Elden Ring halt schon geile Sachen, ne? So eben diese erste Schlag wird quasi absorbiert. Denk doch. Ey, ich bin gerollt und gesprungen. Hat er das gesehen jetzt wieder? Aber das war wieder so typisch, ne? In dem Moment, wo ich mir dieses scheiß Flakon-Ding an der Hals halte, macht der diesen Stammwerf von oben, wo er mir quasi 98% von der Energie abzieht. Ich hab die fast volle Energie, ne? Und trotzdem... Das ist auch geil, ne? Ich hab mir jetzt noch mal so ein anderes Audio-Interface geholt zum Testen und das ist eigentlich auch ganz geil. Ja, man muss halt schon sagen, ach ey, jetzt hat er zweimal vorbeigeschlagen. Ich dachte, dann schlägt er immer vorbei, wenn ich das so mache. Eisdecke. Also egal, jedenfalls habe ich mir jetzt nochmal so ein anderes Audio-Interface geholt. Das ist auch ganz geil. Das ist halt von der Verarbeitung her vielleicht nicht so gut wie das Elgato mit Wavelink-Gedöns, was weiß ich. Aber es ist halt irgendwie ein bisschen cooler, weil das hat hinter mir Anschluss und dann kann ich zum Beispiel den Kopfhörer getrennt steuere von meine normale Lautsprecherboxe und die normale Lautsprecherboxe kann ich halt parallel alles anschließen, ohne Probleme, an dieses Audio-Interface. Ich kann da irgendwie getrennt dann die Lautstärke steuere zwischen Stream und, also was ich höre und was man quasi im Stream hört und so. Es braucht halt quasi ein Preamp für mein Mikrofon. Ja, so komme ich halt nicht drum rum bei dem Teil, weil das nicht so viel Gain hat wie das Elgato-Teil. Aber wann soll ich denn hier trinken? So, egal, jetzt war ich am überlegen, auch komm, eigentlich kenne ich das über Halle und das Elgato zurückschicke. Jetzt hat Amazon nur 2 Wochen Rückgaberecht. Die ganze Zeit waren es 30 Tage, jetzt sind es auf einmal 2 Wochen. Es regt mich auf. Jetzt müsste ich das, wenn ich jetzt das hier behalle, müsste ich das Elgato dann quasi irgendwie bei eBay oder so verkloppen. Ich habe irgendwann mal vor langer Zeit irgendwas gelesen nach dem Motto, ja, das ist jetzt bei Amazon nur noch 2 Wochen statt 30 Tage, aber die meiste Zeit steht da doch 30 Tage. Deswegen habe ich da jetzt auch so gar nicht mehr drüber nachgedacht und bin einfach von Ausgang, ah jo, 30 Tage.
Haha, nicht getroffen, schnapp's doch. Lass mich nur das jetzt! Ey, ich seh nicht. Was? Ach so, hat er jetzt den... Alter, hopp, wie will denn das? Guck dir jetzt mal die Kameraführung an. Ich hab weder seine Waffe gesehen, noch habe ich mich selbst gesehen. Aber theoretisch könnte man so halt irgendwie bekämpfen versuchen, ne? Also das heißt, ich gehe hin, mache Schlag oder zwei, dann gehe ich wieder zurück. So kann ich ja eigentlich ganz gut ausweichen. Aber dann habe ich nicht so viel Angriffsfenster. Ist halt auch ein bisschen blöd. Gehackt. Ja, da habe ich mich wieder hervorragend bewegt. Ein Timing par excellence. Keine Ahnung, ey, hier 20 Minuten drin und ich könnte schon wieder alles hier gegen die Wand schmeißen. Maus, Tastatur, Gamepad gleich hinterher. Das ist auf jeden Fall einer, den lassen wir links liegen, wenn wir den No Death Run machen. Aber ach, ich bin halt aber auch einfach schwierig. Das muss man halt auch sagen. Reicht ja auch, wenn wir auf die Wand drauf hauen. Kommt jetzt zu springen. Jetzt nur so Springer oder so. Das war eben er oder ich. Er oder ich, du gab's eben nichts mehr dazwischen. Bin ich eben aufs Ganze gegangen. Gab's du früher nicht mal so Talkshow, geh aufs Ganze oder so ähnlich? Nee, war irgendwie sowas in der Richtung, kommt mir du bekannt vor. Geh aufs Ganze, das könnte so geheißen haben. Geh aufs Ganze. So, ja gut, sicher ist sicher. Schützt vor Entdeckung. Wo ist hier das leise Solo-Ding? Hier. Oder? Habe ich das Falsche gemacht? Doch.
Ich han gedacht, du wär jetzt irgendwie mein Schücher wäre jetzt irgendwie blau. Nicht? Ja, dann halt nicht. Ich weiß halt jetzt auch genau überhaupt nicht, in was für einem Gebiet ich bin, weil laut meiner Liste hier habe ich da jetzt meines Erachtens gar kein Titanic-Dämon mehr zu Markt gehabt. Wir speichern jetzt. Dann gucken wir mal hier. Also. Nein, 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 nein. Dark Sun Gwendolyn habe ich nicht. Painted World of Ari Dingsbums. Nee, da ist kein Titanit-Dämon. Hier das vielleicht. Lost Izalit könnte sein. Da steht Titanit-Demon. Komm, du machen wir jetzt mal. Nee, aber den Kirk haben wir den nicht eben schon. Ah, den gibt's hier zweimal, oder was? Das könnte das sein, aber ich habe gedacht, das wäre ohne dieses Gebiet. Das ist dann wahrscheinlich ein anderes, ne? Hatte ich nicht irgendwie ein Safe Game angelegt, wo ich gesagt habe, Eingang? Lost Itza. Ah, hier. 99, ja. Ja, gut. Ach so, ich wollte ja Safe Game machen, ne? Dann machen wir das. Machen wir das mal als 98 und nenne das Eingang Lost Izalit. Ja, ich weiß es nicht. Warum macht mein Schwert jetzt nur noch 193 Schade und nehme ich wieder vor 203? Was ist denn das eigentlich für eine dunkle Höhle hier? Hier gibt es nirgends was zu holen. Der, du ist keiner zum Knüppeln. Hinter der aber bestimmt. Beziehungsweise beide. Gut, jetzt könnte man hier den Baumstamm hochgehen oder hier in diese Höhle gehen. Irgendwie an dieses Teil hier kann ich mich noch erinnern. Das war aber irgendwie ganz komisch. Das war irgendwie so, da habe ich mich die ganze Zeit verlaufen. Oder ich wusste nicht genau, wo ich lang muss. Irgendwie, das war welche nicht. Ja, geil. Das hat sich jetzt natürlich gelohnt. Also man könnte halt theoretisch hier runter. Aber das will man ja vielleicht gar nicht. Aber es gibt jetzt nicht so viel Wege, die man gehen kann, habe ich das Gefühl.
Muss da jetzt irgendeinen Grund haben, darum er so jetzt drauf rumschlappen kann. Konnte man da irgendwas kaputt hauen, dass man ein Treppchen kriegt? Oh, ich will nicht da drunter springen, da sind so viele Gegner. Das ist so scheiße. Guck mal, wenn man hier langlaufen kann, vielleicht gibt es hier noch was Cooles. Das stand jetzt aber am Anfang nirgends irgendwie sowas in die Richtung Hospitality oder so, dass man jetzt wischt, dass man quasi dort wäre. Ach, guck, hier ist eine Treppe. Das ist bestimmt giftig, pass auf. Ah jo, natürlich. Als hätte ich nichts Besseres zu tun, als durchs Gift zu schlappen. Wo ist mein Flitzebogen? Standardpfeile, muss reichen. Wenn ich das Schild wegmache, kriege ich die blaue Schiege oder was? Muss ich das jetzt verstehen? Na gut. Egal. Holen wir jetzt den Bogen raus und dann wäre da unten zuerst mal die ganze Gegner kaputt geschossen. Hoffentlich halten sie nicht viel aus. Da geht's hoch. Geht's dorthin? Wieder ganz hoch? Ja, das ist eigentlich ganz geil jetzt, ne? Das heißt, theoretisch könnte man ja dann auch wieder einfach hochgehen und sagen, ja, scheiße, was hier unten ist, oder? Ja, die Frage ist dann halt immer für mich, gibt es hier unten nicht vielleicht doch irgendwas, das man unbedingt jetzt bräuchte? Geiles Item. Noch ein Bossgegner, der Punkte gibt, dann müsste ich sowieso hier unten irgendwie durch. Aber man kann zumindest hier außen vorbei sich hier oben hinstelle und mal gucke, wie viel Schaden mein Bogen macht. Ja, das war nicht so verkehrt, oder? Wird ja auch genug Auto, die man treffen kann. Geh du mal weg. Weil Items sind hier Uni schon noch ein Mischer, ne? Vielleicht müsste ich dann aber das Schild, das Spinneschild anziehen, weil ich glaube, das Spinneschild hat hier irgendwie, hat, meine ich, doch irgendwie so gegen Vergiftungsschaden gewirkt, oder? Warum schießt der manchmal durchs Zahnfleisch durch? Ich meine, das Spinneschild wäre hier gegen Vergiftungsschaden. Bin ich mir eigentlich fast sicher. So, das ziehen wir jetzt an. Gab es hier nicht. Ah, da hinten war eine Treppe für runter, ne? Die Treppe, die brauchen wir. Weil da muss ich nicht runterspringen. Dann wäre es vielleicht trotzdem auch eine Überlegung wert, ob wir uns nicht hier so Moosklumpen oder so ausrüsten. Haben wir keinen mehr. Ja, geil. Ah, doch, hier, pass auf. Welch dick. Ja, weiß ich gar nicht, wie ich, wo ich hin soll mit meinen vielen Moosklumpen. Welch dick, ne? Wenn die mir zum Ausfallen, so viel sind das. Kann da so blaue Leuchtschuhe an, die müsste doch eigentlich das ganze Gift irgendwie wegbrennen.
kann ich doch vergessen. Bin ich schneller vergiftet, wie ich gucken kann. Die ist schneller. Aber wenn man jetzt hier runterfällt, dann würde ich sagen, ist man eher tot. Darf man keine falsche Bewegung machen, Leute? Wann? Wir warten nur noch kurz, bis die Vergiftung ein bisschen weg ist. Wir saufen nur noch was, da haben wir volle Energie. Dann können wir ja ein bisschen vergiftet sind. Wäre ja dann gar nicht mehr so schlimm. Ja, geil. Und du ist jetzt eine Sackgasse oder was? Jo, zack. Da habe ich schon die Kutte an, die angeblich gegen Vergiftung ist. Ein Spinnenschild, das angeblich gegen Vergiftung ist. Und was ist? Ich bin vergiftet. Hat sich schon wieder gelohnt. Roter Brocke. Noch ein roter Brocke. Wilderseele. Grüne Scherbe. Noch ein roter Brocke. Ja, rote Brocke gibt es da unten zum Kotzen, ne? Ja, gut, ja, dann gehen wir halt wieder zurück. Haben wir das nicht irgendwie gleich hoch oder so? Nee, ja, kein Problem. Also, man muss sie jetzt schon wieder sagen, so ganz grundsätzlich, ich weiß nicht, ob das an den Dinger liegt, die ich hier ausgerüstet habe, also sprich Schild und diese Robe hier, aber also viel abziehen tut mir der ganze Shit hier nicht, ne? So würde man sich fast wünschen, die Vergiftung geht nicht weg. Männer, das ist ein Mimik. Das riecht so ein bisschen noch Fall, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich denke nur, das ist ein Mimik. Da ist das. Rote Scholle. Wenn man jetzt wisst, für was man den ganzen Shit braucht, ne? Rote Brocke, rote Scholle. Wäre halt unterm Strich auch ganz geil, wenn man das Schwert noch ein bisschen aufgerüstet bekomme. Meines Wissens, meines Erachtens ist so die höchste Ausbaustufe plus 15. Sind wir natürlich noch eine Zeit lang davon entfernt. Ich bin unsichtbar, der kann mich nicht sehen. Warum schießt der nicht? Will der mir jetzt erzählen, ich hätte alle Pfeile aufgebraucht oder was? Pfeil. Okay, wie Robin Hood eigentlich, ne? Noch rote Brocke, Alter. Rote Brocke hagelt hier unten am Stück. So, wie bin ich denn hochgekommen? Ich glaube, ich musste hier vorbeilaufen. Könnte man eigentlich das Schild auch nochmal wechseln. Ich glaube, das Graswappenschild war das für Ausdauerregeneration, ne? Ja. Also,
glaube, man konnte hier vorbei und dann hier irgendwie die Wurzel hoch. Und dann ist man irgendwie zum Ausgang gekommen. Quasi in der Richtung. Also keine Ahnung, ob wir jetzt hier unten noch irgendwas übersehen haben. Aber gefühlt würde ich sagen, müssten wir eigentlich ziemlich alles haben. Wäre halt irgendwie so langsam so Leuchtfeuer nicht mehr ganz cool, wenn man mal ehrlich ist. So, hier runter. Was geht da drüber mit dem Vieh ab? Guck mal, hat so viel Aue und dreht sich dann doch irgendwie noch mal so um die ganz Axt, um irgendwie vorwärts, rückwärts zu laufen oder wie auch immer. Ein bisschen inkonsequent. Ich habe irgendwie aber so eine Erinnerung, dass in irgendeinem Türmchen dann so ein Leuchtfeuer gewesen wäre. Ja, vielleicht auch nicht. Sagen wir so, wenn es so weitergeht, soll es mir ja recht sein. Ich meine, aktuell läuft es ja. Ich nehme nicht viel Schade. Vorzugsweise natürlich gar keiner. Oh, das sind auch viel von den Viecher. Das hat nichts Gutes zu heißen. Aber an die Passage hier kann ich mich schon auch noch erinnern. Ey. Die ist halt auch für die Kameraführung des Todes einfach. Alles noch. Da musste ich wohl Loch oder was? So viel von den Viecher bin ich durch, bin es mal schwer im Arsch. Ist hier noch ein Baumstamm, den wir hoch können? Weil viel mehr gibt es hier unten jetzt schon mal erstmal nicht. Ja, geil. So will ich lang. Habe ich Bock drauf. Aber ist das nicht das gleiche Level, wo wir dann hinkommen, wenn wir dort vorne also das eine Leuchtfeuer entlang laufe, das ich schon freigeschaltet habe? Wird schon sein. Guck mal, da oben ist auch noch ein Item. Wie kommen wir dorthin? Müssen wir uns da drunter fallen lassen, ne? Treppelchen hoch.
Wie wäre denn das dann mit diesem Runterfall? Ich stehe dann irgendwie hier in der Brücke drin. Hier irgendwie. Oh yeah, ey, da habe ich jetzt schon keine Lust mehr hier. Wenn hier jetzt wieder 5 Wege sind, die man theoretisch gehen könnt. Und ich weiß halt. Und ich weiß halt theoretisch wieder nicht, welcher Weg der geeignetste ist. Ajo, einfach überall. Arschlecke. Arschlecke. Rumhebe. Hau ab. Spring. Ja, darauf habe ich gewartet. Genau darauf habe ich gewartet. Tschüss. Dieser erweckte Kirk. Und das bedeutet 3 Punkte mehr. Ach. So, jetzt ist da oben noch der Pyromantie-Typ da. Aber wissen wir was? Der ist mir zu dumm. Den müssen wir uns anders holen. Eigentlich kann der mich hier nicht sehen. Ich bin hier unsichtbar und geräuschlos. Izalitbeschleuniger. Ach, irgendein geiler Name, oder? Das hört sich an wie so Mondschein, wie so schwarz gebrannter Schnaps. Das ist der Izalitbeschleuniger. So, was kannst du? Sterben. Da sind wir uns wieder einig. Okay. Stark. Diese Truhe. Guck, die kann gar nichts. So, brauchen wir nicht. Brauchen wir Hund. So, jetzt, bevor wir durch die Nebelwand schreiten, was hier eh schon wieder saudumm ist, weil wir noch genau kaum noch, also Energiefläche haben. Hier sind wir hochkommen. Dort unten haben wir alles abgegrast. Aber hier, wo bleiben eigentlich meine blaue Schücher? Hier sind wir jetzt quasi noch nicht entlang gelaufen. So. Ist noch ein Item. Nichts Geiles, nur eine Hand. So, und dann ist hier auch noch ein Item. Seltener Ring der Opferung. Geil, brauchen wir nicht, weil wir sterben ja nie. Zumindest dürfen wir nicht sterben. Aber das ist hier noch ein Trainingsrun, also noch ist Sterben erlaubt. Und Safe Games haben wir am Start.
Das fand ich gar nicht aufgehoben. Stachelschild, geil. Unmenschlichkeit. Also, dieser Gegner, der jetzt meines Erachtens kommt, der ist eigentlich gar nicht so schwer, hätte ich gesagt. Wenn man weiß, wie man ihn machen muss. Oder es ist ein ganz anderer als den ich jetzt im Kopf habe. Das könnte natürlich auch sein. So, jetzt nennen wir das. Naja, machen wir mal 99. Bossgegner. So, Oklidokeli, fortfahren. Also, das ist, glaube ich, so Baum. Und der ist irgendwie ganz komisch. Und innen, wenn ich drin in dem Baum, ist irgendwas, was man kaputt machen muss mit einem Schlag. Und links und rechts von dem Baum war irgendwie noch irgendwas, was man kaputt machen muss, damit man da drin konnte. In die Mitte, wo man mit einem Schlag den Ende kaputt machen muss. So irgendwie war das mir nicht. Und unten drunter tut überall der Boden wegbrechen, weil es so geil ist. So, hier ist man, glaube ich, erstmal relativ sicher. Jetzt wechseln wir zu den Großpfeile, haben wir am Start. Dass die Wurzel hier, die man vielleicht kaputt schießen muss. Nee. Muss man da vielleicht mit Feuer irgendwie drauf? Geil. Das klappt alles hervorragend, wie ich mir das vorgestellt habe. Nee. Dann gleich du bei der Oberanhalle. Bei Minion ist natürlich auch irgendwann demnächst am Weggehen. Vielleicht bei dem Fido irgendwie Arme. Okay. Hier hinten die Bade. Okay. Ich würde gerne Musik weg. Ja, sind das irgendein Fieber, was das ist? Echt, das ist nicht die komische Ranke hier.
Dann Google Memo. Chaoswesen Isalit oder so ähnlich. Chaoswesen von Isalit. Cheese. Das wäre es doch gewesen. Head of Chaos. Reddit. Nee, das ist alles scheiße. Brauchen wir hier lautlos. Immer diese Werbung bei YouTube, ne? Auch nervig. So, jetzt gehen wir da hin. Ja, aber das kann man doch. Könnte halt tatsächlich sein, dass man da mit Feuer irgendwie dran gehen mischt. Aber feuermäßig haben wir halt nicht so viel im Angebot jetzt, ne? Und ich glaube, das muss man auch irgendwie am Leuchtfeuer ausrüsten. Bin jetzt nur ganz naiv und sahen, ich bin hier unsichtbar, deswegen trifft er mich nicht. Nein! Mir sauge jetzt was. Komm. Müssen wir quasi die andere Seite. Aua. Das ist ein Abgrund. Nein, das ist noch ein Abgrund. Ich bin unten im Abgrund. Wie hat er das der Jack FromSoft gemacht? Der hatte mit dem Pfeilchen oder was es war, oder zweimal geschossen, war die Bär geschält. Von der Ringehe. Und bei mir macht es so, probt so Aufstand hier. Ja, du, okay, soll ich sagen? Probleme mit den Füßen bekommt, ne? So, da wäre nämlich jetzt die nächste Überlegung. Können wir hier irgendwie mit dem Pfeil drin schießen quasi. Und über den Weg vielleicht den Tentakelvieh hier aus dem Weg stehen. Ja, sind doch bald alle Wurzeln jetzt kaputt oder wie ist das? Nein. Oh. Ey, man sieht das doch nicht. In jedem scheiß anderen Spiel halten sie sich einfach am Abgrund fest. Die Frage ist, weiß man, also bricht der Boden so weg, dass man aber theoretisch schon noch irgendwie auf die andere Seite kommt, oder kann man sich so quasi auch insperren? Wäre schon mal eine interessante Frage.
Warum habe ich denn eigentlich auf Emu 99.203 Seele? Hat doch Evo so um die 50.000. Wo kommen dann die 40.000 her? Doch. Ey, jetzt hat er mich runtergestoppt. Aber das ist schon... Also der macht hier schon so ziemlich die ganze Bude kaputt. Also wirklich viel... Wo man jetzt irgendwie noch langlaufen könnte, haben wir da nicht, ne? Ich habe noch eine Idee. Was ich ausprobieren wird. Aber das wird wohl nicht funktionieren. Zumindest nicht, wie ich mir das vorstelle. Weil der kann ja nicht richtig spielen, ne? Weil, also der Gedankengang wäre jetzt, wo angenommen, mir rüste hier so Feuerbomben aus. Und gucke hier so irgendwie hoch und schmeiße die so. Aber das könnte irgendwie tatsächlich funktionieren, wenn wir das richtig treffen, ne? Naja, sagen wir mal so, bisher klappt es nicht so gut. Das wird wohl so nicht funktionieren. Boah, wenn jeder Scheißwurzel hängen bleiben muss. Ich bin doch gesprungen. Was will er dann jetzt noch mehr, als dass ich springe? Ich hab mir das extra irgendwie gespeichert, wie der Anja Gudesch das gespielt hat. Aber ich finde das jetzt noch nicht. Nein! Nicht laden. Weg. Fortfahren. Wir haben halt jetzt auch nicht so... Also das Problem ist jetzt aktuell quasi der Rückweg. Haben wir jetzt natürlich auch nicht wirklich was, wo man sagen könnte, jawohl, das macht uns hier das Leben leichter. Sieht schon geil aus irgendwie. Also dorthin zu kommen ist jetzt weniger das Problem. Ach, ohne Schade dorthin zu kommen ist jetzt auch weniger das Problem. Das Problem ist jetzt der Rückweg, weil dort, aua, weil dort alles zusammenbricht.
Warum trifft denn der mich? Na ja, gut, du ist auch Abgrund, ne? Könnte man du vielleicht drüber springen oder ist der zu breit dafür? Das sieht schon so aus. Ja, nee. Wenn ich jetzt das ausweichen könnte oder nicht. Weil das am Rand trifft der mich hier normalerweise nicht. Wie hat er das dann gemacht? Das hatte ich aber schon mal, ne? Diese Schlangekrieger, die hat er auch irgendwie mit Pfeile, hat er dann geschossen und dann sind die dort runtergegangen. Und sind abgehauen quasi. Und bei mir hat das nicht funktioniert. Also diese Frage, na hier irgendwo so Stelle finde, die quasi genau das trifft, was man treffen müsse. Sieht aber erstmal nicht so aus. Hier am Rand laufe, ist jetzt weniger das Thema, ne? Aua. Kann man hier einfach drin stehen bleiben, sodass er uns hier drin wenigstens schon mal nicht trifft? So, für dich. So. Aber guck mal, jetzt knuppt der den Boden nicht kaputt. Erst nachher. Wenn ich da weglaufe, dann haut er alles kaputt. Ah jo. Wow. War eng. Lass doch jetzt nur den Boden in Ruhe. Ey, was will ich jetzt da machen, ne? Ich weiche schön die Löcher aus. Die komme, weil, keine Ahnung. Und der fegt mich einfach so in den Abgrund drin. Tschüss. Ich würde vielleicht nur einen Versuch machen. Und dann würde ich es für heute wahrscheinlich auch nochmal gut sein lassen. Dass ich jetzt aber die ganze Zeit das Laden vergesse. Ich überzeugt das auch nicht. Ich will eine andere Taktik haben. Die vom Jack FromSoft, die war geil. Der ist so durchgelaufen, hat sich hin angestellt, ist er nicht getroffen worden, fertig. Da hat er irgendwie links mit dem Pfeil im Bogen geschossen oder hat irgendwas hingeschmissen, ich weiß es nicht mehr. Kaputt, fertig.
So, die Frage ist jetzt, wie weit vor kann ich, dass er mich halt nicht trifft. Trifft er mich hier? Trifft er mich hier? Ob wir irgendwo hingezielt. Hat er irgendwie A-Schuss oder hat er irgendwie Bomb geworfen? Ich weiß es nicht. Oh, ich schieß aber durch die Dinger, ach durch. Wenig. Ja, um die Ecke schießen müsste man können, ne? So weit kann der halt auch nicht schmeißen mit der Brandbombe, ne? Du, ach, so genau. Diese Wurzel hier, ne? Die muss ich hier quasi kaputt hauen. Aber es reicht dann wiederum nicht, wenn ich die da oben mit Pfeil und Bogen treffe. Ich bräuchte einfach so Ring. Ah jo, trifft er nicht. So. Saufen wir mal was. Was? Wo kommt denn das jetzt her? Das war Eva aber nicht. Ich rolle dann, ne? Aber er wischt mich halt trotzdem weg. Ich kann nicht durch den durchrollen. Aber wo sind dann die iFrames, wenn man sie braucht? So, ja, keine Ahnung. Also,
Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich muss mir mal angucken, wie der das gemacht hat. Der hatte irgendwie so Cheese gehabt, der hat sich da vorne hingestellt, da hat er irgendwas hingeworfen oder im Flitzebogen geschossen, keine Ahnung. Und dann war quasi links und rechts kaputt. Und dann konnte er bequem reingehen, konnte ihm mit der Faust eben in die Fresse hauen und dann war Ruhe. Und so hätte ich das gern auch. Genau so hätte ich das gern auch. Gut, also morgen, wie gesagt, weiß ich nicht, ob ich online komme. Also jedenfalls nicht um 6. Wenn es gut läuft, vielleicht irgendwie um 9 rum, aber tendenziell gehen jetzt erstmal davon aus, dass nicht. Und wenn doch, dann ist das halt eine positive Überraschung. So würde ich es formulieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal frohe Ostern und ein guter Start in die nächste Woche. Auch wenn ihr jetzt vielleicht keinen Urlaub habt. Montag ist ja eh schon mal Feiertag, also so oder so, kurz die Woche. Und wenn ihr Urlaub habt, umso besser. Von daher, bis denn, binnen schön viel Eier. Ciao.